Schöne gute Mitte beim Webinar von Haut, wo wir zusammen gucken, was Fehler sind für Spurkis-Klienten, wenn sie hier Steuererklärung bei tax6.lu machen. Ich stelle mich sehr vor, mein Name ist Patrick Malge, ich bin Mitgründer von tax6.lu, der Plattform, die es 2018 gibt, an die es jedem erlaubt, ganz einfach seine Steuererklärung online zu machen. Es sind da ein paar Main-Tum auch ein Partneriat mit der Lützeburger Spurkis. Und das ist das Sujet von Haut, die Schwert immer. Und wir gucken also mal, was der Vorteil ist, wenn du bei der Spurkis Klient hast. Da gibt es eine Möglichkeit für SMS nicht verschiedene Donnen direkt aus der Steuererklärung ranzuspielen. Wir gucken, wie der Autoscan funktioniert, eine Funktionalität, die wir schon unter Projekt auf tax6.lu haben. Wir gesehen, dass in Hannover, wenn eine Steuererklärung gemacht wird, gesagt, wie viel Steuern er muss bezahlen oder was er muss nur bezahlen. Wir gesehen auch, wie ein neues Equipe kontaktieren, wenn er eine Frage hat. Zum Schluss von all Steuererklärung seid ihr bei uns auch, was ich kann in Zukunft verbessern, für das ich Steuern spürt. Und wir sehen auch, wenn die 30% Remise, die in das Spurkis-Klient eben zu gut wird, auf unserer Plattform, wie das in die kann kriegen. Kommen wir mal mit den Avantagen, die ihr als Spurkis-Klient. Das sind da zwei. Das erste ist schon mal, dass ihr über die Donnen, die im S-Netz sind, können da Steuererklärung zum Teil automatisiert ausfüllen. Wie funktioniert das? Wir sehen das gleich. Wir am großen Ganzen können da ein ZIP-Fichier hochladen, also ein Dossier, wo ganz viele Sachen dran sind, wo die Bank detektiert wird, dass die irgendwie eine Relation steht mit ihrer Steuererklärung. Was fand ihr da dran? Aber das sind ganz Basissachen, wie zum Beispiel eine Nummer, Adresse, Matrikül, Geburtsdatum und so weiter. Dann aber auch Transaktionen, wie zum Beispiel Don, die da gemacht wird, die Kind aufsetzen, Assuranzen, die da bezahlt wird, und aber auch Zertifikaten, die Spurkis sowieso zur Verfügung stellt, für zum Beispiel Erprähen oder wenn eine S-Pension bei der Spurkis wird, die da sowieso braucht, für eine Steuererklärung dann auszufüllen. Und pro Minute machen wir zusammen so eine Steuererklärung und dann gucken wir auch genau, wie das funktioniert mit dem ZIP-Fichier S-Net. Andere großen Avantage für Spurkis-Klient ist, dass den auf die Preise an den verschiedenen Offern, die tax6.lu anbietet, 30% Remise hat. Wie kriegen die Remise? Mal ganz einfach dadurch, dass an ihrer Steuererklärung die Kontonummer von der Spurkis angeht und da kriegt automatisch die 30% Remise eben akkordiert auf all den Packen, die wir haben, auch dazu mehr an ein paar Minuten. Eine Steuererklärung anfängt zu machen, egal wen sie möchte, ist schon das Wichtigste, dass man sich guckt, all seine Dokumente zu haben, die dann eben braucht, für seine Steuererklärung auszufüllen. Dafür gehen wir zusammen durch. Wir gucken, was ich kann aufsetzen, ohne in Detail zu gehen. Wenn ich dann interessiert, um andere Webinare, die dabei so im Site fand oder auf YouTube, wo wir Webinare zu verschiedenen Themen haben, was denn eben steuerlich kann alles aufsetzen, was dort Plafonds sind, wie viel Steuern das durch spürt und so weiter. Haut guckt man just ganz allgemein über die verschiedenen Deduktionen und noch Zertifikat, wo die Zertifikat fand. Bei der Steuererklärung hat natürlich auf einer Seite allgemeine Revenuen, die man muss deklarieren, das ist meistens ein Payzettel, also ein Zertifikat de Salaire annuel, den der von der Patron kriegt. Das kann aber auch sein, dass er vielleicht en Congé parental war, da kriegt er so ein Payzettel von der Kannergeldkäse. Das kann auch sein, dass er bei der ADEM angemeldet wird und da Indemnitäten kriegt. Oder weil er krank war, die über CNS bezahlt gesehen, die braucht aber die Zertifikat alle gut für Steuererklärung dann zu machen. Dann auf der anderen Seite viele Sachen, die ihr könnt aufsetzen. Ich meine, die meisten sind bekannt. Das sind also schon große ganz kann so 3 Kategorien. Da sind die, was genannt wird, Dépenses Spezial. Das sind Zinsen auf Präpersonell, also beim Autoprä. Das können Assuranzen sein, Bauspuren, Zusatzpension oder Dornen. Aber in der Bottom haben wir, was genannt wird, Frais de Domesticité. Das kann Crash sein von der Kanner, das kann auch eine Person sein, die bei euch nicht botzt. Anschaft extraordinär. Da gehen wir nicht in den Detail, auch dazu mehr an anderen Webinaren, weil die ein bisschen speziell sind, so wie du schon seht. Dann am Immobilientisch von der Proprietätsseite von ihrer Wohnung, auch da könnt ihr wieder wisst, Zinsen aufsetzen, die dabei im Prä bezahlt. Und wenn ihr zum Beispiel letztes Jahr eine neue Wohnung gekauft habt, da könnt ihr auch Notarsfreien für die Hypothek und Bankfreien für die Ouverture von dem Kredit dem Moment auch aufsetzen. Wo fand ich die Zertifikaten? Bei den Assuranzen ist es relativ einfach, wenn ihr bei einer Lützebischer Kompanie seht, die setzen die Zertifikaten ständig zur Verfügung.
Verschiedene Leute kriegen die noch vorbei geschickt. De Gros mittlerweile muss ich aber anloggen, entweder an der App von ihrer Assurance oder ob ihr im Internet seht, und da könnt ihr die do beruflösen. Die sind auch so standardisiert, und da steht auch genau drauf, wer da muss auf Steuererklärung androhen, der Tisch den Monat, den ihr draufsteht, dass den ihr noch könnt aufsetzen. Zinsen op präpersonell, also op Autoprint zum Beispiel, do geht er bei der Bank, op den Webbanking normalerweise, und du fandet dann all die Zertifikan, die er dafür braucht. Selbst wenn der bei einem Autogarage direkt Finanzament gemacht wird, dann kriegt man mal von der Bank, die vielleicht auch eventuell am Ausland ist, kriegt er so Zertifikat geschickt mit den Zinsen, die er eben auf dem Autoprä bezahlt hat. Bauspurkäse gehen zuletzt dann nach 2, ich will mich schon für eine Jahr abgehalten, mir all die Kontrakte, die nachlaufen, die gelten nach immer, können natürlich weiter abbezahlen und noch aufsetzen. An 3 Bauspurkäse, ich will mich schon Wüsten oder BRW, schicken ein Zertifikat pro Bayer, normalerweise im Januar, respektive Anfang Februar, und du fandet noch drauf, was er abbezahlt wird, plus Zinsen, der Kunde dem, was schon angespurt ist, und die zwei zusammen aus dem Monat, den ihr könnt aufsetzen. Zusatzpension wie eng Zertifikat du gebraucht, selbig eng Zusatzpension kënne man bei enger Bank, bei enger Assurance, an Bank oder das franzstäsche Zertifikatsverfügung, wo genau drauf steht, was abbezahlt wird, a wo der könnt drauflöden. Wie gesagt, bei der Assurance geht op ihr App oder op ihr Internet sieht, du fandet den, oder wann bei enger Bank so Kontrakt gemacht wird, geht op der Webbanking, und dann fandet dat auch do irgendwo. Bei der Spurkäse sind das gleich, du sind die Zertifikate alle gut an dem ZIP-Fichier, du den ganzen Prozess automatisiert, und möchte leben nach wie einfach. Dann, wenn du zuletzt ein Dorm hat und ein SPL, die muss reconnu d'utilité publique sein, also vom Staat unerkannt, die schicken nicht Menschen das Zertifikat mittlerweile auch ganz oft per Mail von ihrem Don. Wenn er den tut, da können auch ganz einfach ein extra Bankär dabei legen, muss eben just genau draufstehen, wen dat gangen ass an die SPL muss eben reconnu d'utilité publique sinn. Dat kann auch eng europäesch SPL sinn, méi och da muss an dem Land eben unerkannt sinn. Dann fir d'Fridomesicité du op enger Seite gesot Kräche mé reléen, du krit méchens vun de Kräch no Zertifikat geschickt, ganz oft nach pro Bayer. Wann der bei enger privater Kräch sit, mat der Kanner, do ass so, dat sech kind ausstellen automatisch. Du können einfach Spruch hin ze kreieren, dat sech im Drpp schreiben, wat am ganz Joer bezuelt huet. Respektiv worst case huet einfach Rechnungen, die in dem Moment vun der Kräch krit huet, aber da moet selber missen bezuelen. Wann der eng Person erstellt, die du hem de Stot mcht, also Botze könnt, an de hut die bei der CCSS gemeldet, da schickt CCSS auch do Zertifikat, den braucht dafür Steuererklärung. Wann der bei enger Entreprise de Nettoyage se, also enger Botsfirma, an die schickt eng Faktor fir ihr Service, dann könnt auch du entweder Zertifikat frohen oder worst case setzt auch du ein Verrechnung bei, die da iwwer kannst du bezuelt huet fir die Botsfirma. Zinsen op engem Immobilienkredit as sech genau selwicht wie fir beim präpersonell. Dir geht einfach bei Webbanking an du fandet die Dokumente, die du dafür braucht. Als Spurkäsklion an der Zimmermensch all guten Hai, du huet dem Meigkeet ass dem Essnet en ZIP-Fichier aufzulöden. ZIP-Fichier ist ein Dossier, wo ganz gut Sachen dran sind. Die könnt den Essnet auflöden. Ganz wichtig zu sagen, das funktioniert just im Moment Desktop. Das ist bei einem Computer am Essnet, nicht an ihrer App Handy. Das ist für den Dossier du sichern, muss ich am Computer anloggen, am Essnet, dann hat du den Espace Fiskal, links am Menü, und dann hat er Knöpfchen da, exportiert das Dossier Fiskal, klickt den Knopf Télécharger, und dann kriegt er sich den ZIP-Fichier da raufgeladen. Du siehst, wie gesagt, ganz viele Sachen dran, wir sehen gleich, was Avantagen von der Daten so macht. Wie machen wir als Steuererklärung? Weil die könnt natürlich auf die klassische Weg gehen, 20 Seiten PDF ausfüllen, die ihr bestimmt kennt. Ist nicht so einfach, ist nicht so verständlich, ist nicht automatisiert. Du musst wirklich gucken, ob da der richtige Platz in richtige Sachen androht. Ist natürlich eine Alternative. Aber bei taxix.lu, und ich meine, das ist ein Cœur de Métier, mache ich die Sache viel mehr einfach. Und dafür proposiere ich einfach, dass wir zusammen eine Steuererklärung bei uns Site machen, als Spurkäsklion und all den Avantagen, die Spurkäsklion an dem Moment auch hat. Was brauche ich für das zu lehnen? Ganz am Anfang brauche ich eine E-Mail-Adresse, für das einen Account bei uns machen.
eng E-Mail-Adress, die de Passwort hun, an dann hue schon de Konto kreiert, an da sieht er se schon direkt an der eischter Steuererklärung dran. Heier so eng Vue, die der Hut van der schon die lächt Joer Bayerswert, du der ënne van der Deklarationune vun den lächte Jorem, Dich die ginn du auch gehalen, van den Camps muss Nokucke kommen, an huder sech 3 Meigkeet. Dut Meigkeet van derlächte Deklaration PDF gemacht huet, déi heiz importéieren, an gëtt schon den Deel vun der Steuererklärung automatisch ausgefüllt. Du der noch Meigkeet van derlächteng weis bezzuelt huet, déi ze kopéieren, an dann fängt an sech wie dat Neit Steuerjoer dann direkt an ganz grob Sache sich schon die verholgen, die muss net antippen. Oder dat ma haut, die fängt einfach en ganz eitel Deklaration an dofir benutzen wir dann eben die ZIP-Fichier, den er schon aufgelöst hunn vom Esnet. Klick mal commencer. Und dann haben wir schon den nächsten Formular. Wir können also Steuererklärung Numm gehen, nennen wir einfach mal Test Spurkäse. Ihr könnt hier auswählen, wo da wird Steuererklärung machen. Nehmen wir die 24, weil das erste, das hier muss aufgehen. Und da gibt es im Moment 2 Partner, also in einer anderen Spurkäse, wo den Ekonomieskript von 30%. Die klickt die Person für so eine Spurkäse klar sieht. Und dann hat immer einen 2 Knäppecher, einke speichern und weitergehen. Und das ist so der Prozess, wie der muss, die dann immer weiter, sogar die kontinuieren. Und sie sind auch sicher, dass kein Formular verpasst. Die können der Woche längs am Menü hin und her sprangen, aber das ist schon wichtig, dass er immer Etappe für Etappe weitergeht. Da sieht er wirklich alles, was er muss eventuell ausfällt. Nächste Screen, Etat civil, will da oder bestürzt seht oder celibatär, mir man einfach celibatär, wenn der bestürzt seht oder gepackt und mit Steuererklärung zu summen, und ihr seht allen 2 Spurkäse-Klienten, können allen 2 so siebliche hochfüllen, an denen dann an den nächsten Etappen in einem anderen heischlöden. Sauvegarder continuer. An der Kremhech gesagt, okay, du gëtt den Export aus dem Esnet, da gëtt sagt mir einfach, muss der aber nicht benutzen, Tisch van der Welt ganz traditionelle Energie Steuererklärung bei ausfällen, geht dann natürlich auch. Ich weiß nicht, haut aber natürlich, wie es geht, wenn in den Fichier aus dem Esnet benutzt. Kriterien erklärt, okay, wo fanden wir den Dossier, das das wir gerade gesehen haben. Wir wählen die ZIP-Fichier aus, dem wir gerade draufgeladen haben. Wir akzeptieren, dass man das Tax6.lu den Dossier opmischt, für Steuererklärung und Zwecken auszufüllen. Und wir gehen auf Sauvegarder et continuer. Und dann möchte das System also gucken, wenn dem Dossier dran ist, fällt das weit wie möglich die Steuererklärung schon aus. Da sehen wir hier, wie gesagt, schon direkt direkt überholt sind. Das ist Kontosnummer, Nummer, Adresse, Geburtsdatum, Matrikül von einem gewissen Paul Schmidt. Das ist ein Test-Account, ich will hier Paul Schmidt noch guckt. Das sieht nicht dir, das heißt einfach ein erfundene Nummer, und auch die Donner sind erfund, die wir alle gute werden gesehen. Dann hat das System erkannt, dass den Herr Paul Schmidt allmond Suen und DKV bezielt für seine Zusatzkrankenversicherung. Auch das haben wir schon direkt importiert, wir sind ein bisschen später reinkehren. Und wir sehen auch, dass du einen Non gemacht hast, den dann eben auch automatisch an Steuererklärung ausgefüllt hast. Wir gehen weiter, die Kriterien gesagt, was die verschiedenen Etappen sind, ob die da muss aufpassen. Und da sind wir also schon bei den Données personell, und da fand er sich die Données, die wir gerade gesehen haben, die eben an dem ZIP-Fichier waren, sich schon alle guten proper ausgefüllt. Vielleicht allgemein zur Information, die auf all Formular oder ein paar Sachen, die helfen beim Ausfüllen. Das eine, das schon mal, wenn der auf die kleine I geht, handelt einem Text, da kriegt er schon mal Informationen, was du musst angehen, wenn er das tut. Du der Woche überwählt Question, du fand die häufigsten Fragen zu dem Formular. Die ist immer auf dem Formular, wo der gerade sitzt. Du mal gelöscht von den Fragen und noch dann natürlich von den Fragen, die am meisten rumkommen von unseren Utilisateuren an. Wir haben Woche einen rosa Punkt, wenn ihr darüber klickt, ist wieder in einem Chat. Die ersten 2, 3 Fragen, also der Roboter, den ich just fragt, wie ihr seht, der E-Mail-Adresse und so weiter. Und dann kommt er auf Kontakt mit einem von unserer Equipe, also mit Menschen, wo ihr dann eine Frage stellen könnt. Und wir helfen euch dann auf dem Moment ganz gerne weiter. Den Chat funktioniert auf Lützeburg, Französisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, also auch den wie möglich, wenn ihr von den portugiesischsprachigen Agenten gerade da ist. Mit da seid ihr in Kontakt mit einem Steuerexpert, und ihr könnt der Fragen in dem Moment auch stellen. Wir gehen einfach weiter, aber wenn wir weitergehen, dann sehen wir schon direkt, hier fehlt eine Information, und zwar ist das Geburtsort, den füllen wir dann aus, speichern, und dann kommen wir bei Situation fiskal.
Situation fiskal as sech kom so de Resüme vun Ärer Situation vun Ärem Stot. Techt wo kom der Revenuen hier schon ausgewählte Salär, weil dat so an dem Sifischebe so erkenntlich war. Kann awer sinn, dats der schließend dats Kanner huet oder dats Protese vun Ärer Wuning oder dats gerne am gang selbst ze bauen, dats der Appes verlaunt, all die Sachen, die kriegen einfach die Sachen die zu Ärer Situation daneben passen. An der geht er weiter an der bei gesinn he längs méi oder Manner an Funktion vun Ärer Situation Felder oder Formularen optauchen. Da kommt dabei ein Autoscan. Ein Autoscan ist eine Funktionalität, die man für jiin hunn. Du lo sech additiv gern héich, die net SMS net kommen. Die fan lo eng Expansion hut van der Prä bei der Spur is. Da sind die Donne schon Algorithmen am System importiert gin. Haiier also alles wat net vun der Spurkäes könnt beisetzen. Du zwei Möglichkeiten, da den das ein PDF geschickt kriegt, von deren Patron zum Beispiel, man der Preiszettel, könnt ihr den als PDF herstellen, oder wenn der so ein Provider wird, könnt ihr dann noch scannen mit dieser App, das gesehen man in einer Minute. Ich setze nachher einfach mal 2 Zertifikate bei, da den das ein Preiszettel, so wie der normalerweise kennt, den Code man halt vom Patron geschickt, und schon heute noch zum Beispiel ein Crash-Zertifikat von einem Kant, was an der Crash ist, setzen wir auch bei, und dann speichern wir, und da gehen die Dokumente herstellen an das System. Das System guckt, was für ein Typ von Dokument ist es, von wem ist es, und geht dann die Daten, wenn das Dokument erkennt, geht die Daten, die da draufstehen, rausholen und füllt automatisch auch damit eine Steuererklärung aus. Hier sehen wir, die 2 Zertifikate sind importiert, wir denken heute Preiszettel, importiert gin ass. Das net just Dokument vertecht gin ass, méi auch Donnnen, die wir brauchen für die Steuererklärung sind automatisch ausgefüllt gin, gesinn man an enger Minute. Das die Engmeiglichkeit, die wie gesagt, die den PDF fähig. Die andere Möglichkeit ist eben, dass da ein Dokument Provider geschickt wird. An dem Moment kann doch als App aufladen, Taxmodell Scanner-App. Und die ist gratis, die geht am App Store an auf Google Play, lädt darauf. Und das, was die App ist, ist an sich für QR-Code zu scannen. Die QR-Code, also der QR-Code, den der Deklaration sieht, wir scannen den, das ist für das Step weiß, wo man so weniger Deklaration das man gerade sind. Du nur 2 Möglichkeiten, von der PDF Handy hat, könnt auch den PDF herstellen. Nehmen wir aber ein Foto von einem Providers Dokument, das wir gesteckt haben, von der Schwäbisch Hall. Das ist ein Scanner, die steht einfach den Knöpfchen, die hält den Handy pro Sekunde über das Blatt, die direkt nicht, die wird bis das perfekt gescannt wird, die klickt auf dann und dann sieht er schon hier, voilà, du hast irgendetwas angekommen, die steht dass das Dokument auf den Server geladen gehen. Hier fängt schon an zu schaffen, das System für zu gucken, ob man das Dokument erkennt. Wenn wir auf Sauvegarde klicken, und wir scrollen herauf, da sehen wir das Dokument, das wir importiert haben. Wie gesagt, das ist Schwäbisch Hall, der Bausparvertrag, durch den die Monate drauf die abbezahlt sind, Zinsen die bezahlt sind. Und das System, das sieht auch schon hier, wird auch automatisch die Daten rausgelesen und automatisch bei der Steuererklärung ausgefüllt. Die in 2 Minuten sehen wir das durch ein Dokument zurück, auf der richtigen Platz in der Steuererklärung mit den Montern, die können aufgesetzt werden. Wir haben 3 Kategorien, das tut uns die besten natürlich, importiert avec Succès. Alles, was importiert geht, dann ist rausgelesen gehen, die muss nur just ein Montan kontrollieren und dann das Bier also geschieht. Zweite Kategorie, die wir hier tun, ist Importation à Classé. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der ein Prä hat bei einer Bank. Die meisten Banken schreiben nicht drauf, für was der Prä ist. Ist der Prä für ein Auto, ist der Prä für ein Haus, steht nicht drauf. Die muss im System dann in dem Moment so, du hast für ein Auto, das tut das für mein Haus, also weiter wählt das aus und dann setzen das natürlich Platz. Dritte Kategorie ist Importation pas possible. Also das Dokument ist ganz einfach nicht erkannt vom System oder das ist ein Dokument, das gut relevant ist für die Steuererklärung. Und dann also nicht gucken, wenn der noch weitergeht, das auf der richtigen Platz daneben beizusetzen. Im Moment gehen rund 90% von diesen Dokumenten, die hier hergestellt gehen, auch automatisch erkannt und automatisch ausgefüllt. Die anderen 10% sind eben Dokumente, die entweder handgeschrieben sind oder nicht standardisiert sind oder ganz einfach etwas nicht relevant ist für die Steuererklärung. Ganz viele Leute würden immer Grundsteuer heich, nämlich gebraucht sind da Jahren, braucht also auch das System nicht erkennen.
geiert dann vun dem Jobsteuer. Wie gi weiter kommen wir bei Salär. Du si immer schon Monton, die ausgefüllt sind. Das ass op Basis von dem Pezel, den wir hech gelöden hatten. Aber wir sehen auch, dass zwar importiert avec Succès, mais schon complété manuellement, Tisch auf dem Pezel und Données gefehlt. Hier sehen wir auch, dass der Rot löscht, das Gemeng, wo der schafft, wenn das ausfüllen, auf Sauvegarder klicken, da verschwindet auch der rote Filet, der Message verschwindet. Die soll just eine Données kontrollieren und dann ist das halt natürlich auch schon gemacht. Wenn der andere Pezel beizusetzen hat, können das immer hier machen, ajouter Revenu, und dann noch ein Portal gehabt oder so, können das innen beisetzen oder Zahl von ihrem Partner. Die können einfach alles bei Autos gerne verhecheln und das System setzt dann automatisch ein Pezel dem anderen auf der Seite ran. Frais d'obtention, wie der vielleicht wisst, ihr kriegt 540 € Frais d'obtention, weil das sind also Freien, die der Hut für das erbecht auch in Zukunft könnt halen. Wenn der Freien mehr gut wie 540 €, könnt ihr die hier aufsetzen. Wir haben hier pur Beispiele geben, auch immer mit Beschreibungen, was du gemeint hast. Also ihr könnt nicht der Kosten mit der Krawatte aufsetzen, just weil du bei einer Bank schafft. Wir waren da zum Beispiel auf Code sind, dann müsst ihr so eine Raube kaufen, die auf Code so unhören. Da wird zum Beispiel, was ihr da kennt, dabei setzen und eine Information, die der Patron sieht, die muss die machen, die muss doch selber bezahlen, an der Idee gibt deren Job verlieren. Das sind Sachen, die du eventuell von der Steuerverwaltung akzeptieren. Dépense spéciale. Wir haben ja für Druck gesagt, mit dem Siebfische von der Spurkäse, da waren Transaktionen Richtung DKV. Das waren ganz 1543 €, die wird ganz Jahr, die du bezahlt gesehen, das System hat schon ausgefüllt. Was aber natürlich fehlt, wenn die nämlich für den Tisch gelöst, ist das Zertifikat von der DKV. Die Stürmer können den einfach hier annexieren und dann ist auch dort ein Dossier komplett. Was haben wir nachher? Bei der Schwäbisch Hall, das ist das Dokument, das wir gescannt haben, das wir vorbei hatten, auch da, also alles ausgefüllt, kontrolliert nach dem Monton, das Schwäbisch Hall, der Monton, den aufsetzbar ist, an den Start vom Kontrakt, den um Kontrakt drauf steht, den auch auf der Steuererklärung aufgefordert wird. An der Jahre sehen wir, da waren dann gemacht gehen, 50 €, das ist auch direkt nach wie der DB von der Spurkäse, das wird Steuerverwaltung auch so an der Reihe. Das System ist aber auch schon direkt, okay, du den Don gemacht 50 €, mit viel die können aufzusetzen, muss er am Ganzen Don gemacht von 120 €. Wenn er just von 50 gemacht hat, ist das eben nicht aufsetzbar. Wenn er von 50 gemacht hat, dann noch ein zweiter von 70, dann geht das. Dann sieht er den 120 € und dann könnt ihr die auch aufsetzen. Könnt ihr dann entweder manuell beisetzen oder auch hier am Autoscan ransetzen. Weil wenn wir in dem Fall so die Don just die wat ihre Spurkiskonto gemacht sind, ich wenn das über ein anderes Konto gemacht hat oder über voilà, eine andere Möglichkeit den Don gemacht hat, dann gibt den nicht abtauchen, da gibt den einfach ein beisetzen. Was wir nicht haben, das ist ein gutes Beispiel, wir haben bei den Assuranzen DKV, wir haben aber sonst keine Assurance. Und wir sehen auch gleich, dass man da noch etwas aufmerksam gemacht gehen. Da kommen wir natürlich mal weiter. Wir haben Frais de Domesticité, als Carte d'Enfant, das ist ein Zertifikat von der Kirche, die wir gelöst haben, wo dann noch der Montant ausgefüllt ist, wo der Beneficiär ausgefüllt ist. Das ist auch das ist schon fertig ausgefüllt. Wir kontrollieren alles. Wir gucken, ob sonst vielleicht Apps alles betrifft, zum Beispiel wenn wir invalid sind. Wenn nicht, gehen wir einfach weiter. Und dann sind wir schon bei divers. Auch da als Spurkäse-Kontosnummer, als mat importiert gin oder ein ZIP-Fichier, die ist wie gesagt wichtig, für dass der RMIs von der Spurkäse die 30% noch kriegt. Zweitletzten Screen oder drittletzten Screen sind wir bei den Pièces jointes. Und da fand sich all die Dokumente, die eben in der Steuererklärung druckgehangen hat, noch abgelöscht. Und die sieht auch direkt auf den Blick, was noch fehlt. Er hat gesagt, DKV, der Montant, die können aus ihrem ZIP-Fichier von der Spurkäse mit vielen Zertifikaten, die können dann noch einfach hier auf dieser Platz beisetzen. Wenn ihr jedenfalls anderen nächsten Hut, wo ihr denkt, du willst aber wegen Steuererklärung dabei legen für das Steuerbüro, könnt ihr die hier unbegrenzt berufen. Wir gehen weiter, und da sind wir effektiv im zweitletzten Screen, den nennen wir Autocheck. Und ein Autocheck möchte sich nicht ähnlich wie eine Steuererklärung zu kontrollieren. Die kontrolliert nicht, ob alles korrekt scheint, ob alles logisch ist oder ob Sachen sind, die irgendwie nicht normal erscheinen. Den nächsten Autocheck, das haben wir schon gesehen, das sind Dauern, wo dann gesagt wird, voilà, die sind 120 €, die könnt die 50 € Dauern so nicht so aufsetzen, guckt man nicht nach einem anderen Hut. Mir dann selbst, was mehr interessant nach ist,
hier auf den Transaktionen, die in den ZIP-Fichier waren, und du versuchst die kleine Ikon ZIP hier, an der Information, die da vom Erstnet rauskommen sind, da waren Transaktionen Richtung Ladux in diesem Fall. Die Studie Luxembourgeoise zum Beispiel alle Monate gewisse Monate überwiesen. Wir haben bei den Assuranzen keine Ladux Assurance beigesagt. Die Chance ist ganz groß, dass du das vergisst hast. Das System hat aber erkannt, dass du Transaktionen sind. Das mir erinnern nicht, das System erinnert dich nicht daran, pass auf, und nicht irgendeine Assurance vergisst, die du aber kein effektiv aufsetzen. Selbe Steuer, Prävoyance BS, die Zusatzpension, auch da sind Transaktionen Richtung Lalux gemacht, aber wir nicht auf der Steuererklärung dazu umgehen. An dem Moment schenkt etwas zu fehlen. Die kontrolliert das und das hilft dir sich, nicht irgendeine Deduktion, die er sich so gut hat, zu verpassen. Die Punkte, die hier stehen, die sind noch verlinkt mit den roten Knäppischer, rote Punkten, die der hier längs am Menü fand. Rote Punkte ist immer, dass irgendetwas da fehlt, dass etwas nicht komplett ist, dass irgendeine Fehlermeldung du hast, dass irgendeine Informationsmessage du hast. Das ist, weil die heute Sachen eben hier abgefallen sind. Wenn ihr sagt, nee, ich habe keine Assurance bei der Lalux, könnt ihr auch den Check einfach wegklicken, dann klickt ihr auf Verifizieren und Check mit verschiedenen Message an die verschwindet. Wir gehen einfach weiter. Und da sind wir also auf der letzten Seite, aber bis dahin also auf den ganzen Prozess gratis. Ihr könnt das dort alles testen, das kostet euch nicht. Und ihr kriegt aber als Resultat schon mal gesagt, was da muss Steuern nur bezahlen oder was Steuern zurückkriegt. In diesem Fall müsst ihr bald 9.000 € Steuern nur bezahlen. Das Resultat, das stimmt ob das Hand genau mit dem von der Steuerverwaltung, Deklaration genauso akzeptiert wie diese Regel. Wenn du eine Differenz hast, dann, und da sehen wir gleich, können wir auch helfen, die Differenz herauszufinden. Wir bieten bei Tax6.lu 3 Offeren, die gehen wir zusammen durch, aber den Offeren wie gesagt 30%. Ich denke, den durchgeschlagene Preis ist der normale Preis. Der rote Preis ist der Preis, den die als Spurkäse zu gut tut, durch die Partnerschaft, die Tax6.lu und Spurkäse zusammen aufgeschlossen. Die 3 Offeren, was tun wir da bei der Standard, also so steht der Steuerplan gemacht, die bezahlt die 41,30 €, und dann nur direkt Access auf die Steuererklärung, also Formular 100, oder ein Dekont annuell, wenn ihr den braucht, den 163. Und plus könnt ihr da noch ein PDF aufladen mit all guten Annexen, die ihr herstellen habt. Das ist das E-PDF mit all den Dokumenten, die da annexiert wird in der Steuererklärung. Und wenn unser System Kalküle gemacht hat, wenn wir müssen etwas ausrechnen, dann ist da in der Annex beschrieben, wie das dir mehr auch der Steuerbeamte weiß, wo die Montan herkommt. Aber da eben auch gut, das wird auch geschehen bei Allpack bei uns, die kriegt automatisch eine Analyse gemacht auf Basis von ihrer Deklaration, wer da kein steuerlich verbessert. Was kann ihr zusätzlich aufsetzen, wie viel Steuer könnt ihr spüren, also weiter, wir sind gleich an einem Beispiel. Dann haben wir den Pack, den wir Plus nennen, das ist auch den, den am meisten geholfen bei unseren Klienten. Der kostet erst als Spurkesklion 6,30 €. Das ist natürlich auch die Steuererklärung der nächsten an der Analyse von der Organisation Fiskal, aber auch die Kontrolle von einem von unseren Steuerexperten. Die Stiefel der Steuererklärung aus, durch den Pack Plus oder Premium. Als Equipe kontrolliert als die Steuererklärung, wenn froh sind, der Meldmeist bei ihr, was Sachen fehlen, der Summe statt, was kleine Verbesserungen zu machen sind, dann machen wir die. Und dann Summe dann, weil das so gut der Steuererklärung ist an der Reihe, die könnt ihr aufladen und auf den Steuerbüro schicken. Was auch noch am Plus an am Premium mit dran ist, ist eben die Kontrolle vom Dekont von der Steuerverwaltung. Wenn ich hier ausrechne, wer da muss nur bezahlen, respektive wer da muss zurückkriegen, wenn das Resultat nicht übereinstimmt mit dem von der Steuerverwaltung, dann könnte ich mal Plus am Premium bei uns melden, die schicke das Foto von ihrem Dekont und wir gucken, wo die Differenz hier kommt. Das kann sein, weil der vielleicht Revenu vergessen wird, den Steuerverwaltung kommt wird. Das kann aber leider Gottes auch sein, weil die Steuerverwaltung aber auch Fehler möchte. Die Sache vergessen aufzusetzen, ich habe es falsch berechnet, die Plattform falsch berechnet, mir schon die verrückte Sache gesehen. In dem Moment können wir eben informieren, über das Leid, aber wir können auch helfen, an Steuerverwaltung zu kontaktieren, für dass sie das eben rektifizieren. Ganz wichtig ist, wenn ihr den Dekont kriegt, habt ihr normalerweise 3 Monate Zeit, für die etwas zu beanstanden. Ich warte nicht ein halbes Jahr, bis ich bei uns melde, weil da können wir auch nicht mehr hören, weil das einfach Prozeduren sind von der Steuerverwaltung. 3 Monate Zeit, sobald ihr eine Differenz seht, melde ich bei uns.
Am Premium wärst du noch dabei, weil das ist die ganze Plus, die genau derselwicht, Kontrolle von als Experten, Kontrolle vom Dekon von der Differenzers. Medi auch noch ein Videocall mit einer von der Equipe. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn der Situation ändert, wann dort nächstes Jahr gestört geht, wann der Freund zum Pax hat, wann der Kant kriegt, Gott weiß was, könnt ihr Videocall mit einer von der Equipe und du alle Fragen stellen. An, wenn der kein Luxtrast hat, für eine Deklaration im Gischi zu tun oder kein Printer hat, da können wir auch alles rausdrücken als Vorbereitung für das auf dem Büro schicken. Dann hat er dem zwei Möglichkeiten für die Steuererklärung aufzugehen, wie gesagt, rausprinten und schreiben, per Post rausschicken oder die Leute mit der Luxtrast auf die Gischi hast. Das geht doch als Steuererklärung und dann den PDF mit all guten Justifikativen. Auch da fand in dem Moment Informationen auf Tag 6, wie das genau funktioniert, von dem Gischi nicht so gut eins geht. Was verständlich ist, weil das System noch nicht optimal funktioniert. Dann kriegen wir gesagt, voilà, die Remise kriegt er von der Spurkäse freiert, weil der Spurkäse klar sieht. Und der muss nach okay sein, dass er die Remise nicht könnt benutzen. Und das ist auch vielleicht wichtig zu sagen, die einzige Stunde von ihrer Steuererklärung, die wir mit der Spurkäse teilen, ist ihre Kontosnummer. Die Kontosnummer, die er benutzt, für ihre Remise zu kreieren. Sonst teilen wir keine Informationen mit der Spurkäse, die ihre Bank gibt nicht aus ihrer Steuererklärung gewohnt, das ist wirklich just ihre Kontosnummer, weil man die als Check müssen holen, für das auch Remise könnt kriegen. Sonst teilen wir nicht. Da bezahlt er ganz einfach mit ihrer Visas-Card oder mit ihrer Mastercard. Und dann hat er, wenn er den Standard gewählt hat, direkt Access bei PDF, wenn der Plus oder Premium hat, melden wir es bei ihr, wenn man innerhalb von der POD dann eine Steuererklärung kontrolliert. Voilà, wenn dann eine Steuererklärung hat, die rangeschickt, dann kommt natürlich der interessanten Teil, wie können wir in Zukunft Steuern spuren. Wie gesagt, bei all PAC, bei all Steuererklärungen, die dabei smart, kriegt er eine Analyse d'Optimisation fiskal. Was fand er da? Weil ich sehe schon mal, wer da am ganzen Steuer kennt, spuren. In diesem Fall wären das rund 1900 €, die da an dem Fall kennt zusätzlich spuren, wenn er da an Sachen, an Produkte zuskribieren und die auf der Steuererklärung aufsetzen. Wir rechnen, was wir nennen, den Opti-Score, der geht von 0 bis 100. 0 heißt, du die Wert nicht aufgesagt. 100 heißt, die sind überall am Plafond angekommen. Und dann hat er drin auch ein Detail, was da im zusätzlich aufsetzen, Bausparvertrag, Assuranzen, Zusatzpension, die sieht, was da zum Beispiel eine Zusatzpension noch keine Spuren. Die können dort on savoir plus klicken. Und da kriegen wir mehr Informationen. In diesem Fall ist das die Produit S-Pension von der Spurkäse, wo dann eben könnt an eine Zusatzpension investieren und dann von Steuerersparnisse profitieren. In diesem Fall wären das bis zu 1350 € Steuern, die da gibt spuren. Und die Monten da sind immer basiert auf der Steuererklärung, auf der Revenu, auf der Situation, die steht als ganz individuell angepasst, was da besteht. Dann hat er noch die Möglichkeit, eine kleine Simulation zu machen. Bei der Zusatzpension können wir zum Beispiel bis zu 3.200 € aufsetzen. Das wären rund 1.300 € Steuern, die da spurt. Das wären 266 € im Monat. Wenn der so, das ist mir zu viel. Ich will gerne 100 € zum Beispiel investieren. Können wir das machen. Und dann sieht er, dass er mit 100 € im Monat 500 € Steuern im Jahr gibt Spur. Wie man das, wenn ihr mehr Informationen wollt, man tut überall Knöpfe hier und da könnt ihr sich gratis einen Telefonanruf mit einem von unserer Equipe buchen, für das durchzuführen. Die wählt ganz einfach ein Datum aus, eine Auerzeit, die geht weiter. An dem Moment kriegt er dann den Datum, die Auerzeit von einem von unserer Equipe angerufen und dann gehen wir zusammen also durch die Sachen durch, die ihr kennt, optimieren, ob da eine Zusatzpension ist, ob da der Bausparvertrag ist, eine Lebensversicherung. Egal. Wir gehen da zusammen durch. Das hält normalerweise 10 bis 15 Minuten. Und dann machen wir darauf aufmerksam, was dann ihrer persönlichen Situation wirklich Sinn ergibt. Voilà, ich meine, das ist der ganze Auflauf, wie bei Tag 6.0 eine Steuererklärung macht und was Vorteile sind für einen Spurkäse-Client. Allgemein wird gesagt, auf dieser Website fand auch ein ganz Reihe verschiedene Simulatoren, die ihr könnt gratis benutzen, die Informationen zur Steueroptimierung. Die da Woche ein ganz Reihe von Artikeln, die war über die Aktualität von der Steuererklärung von Steuern allgemein. Die evakuieren, und das sind die häufigst gestalteten Fragen von unseren Utilisatoren, das sind über 500 Stück, wo die Antworten von dort alle gut erfreuen. Und wir haben eine Reihe Webinaren, die auch online sind, wo du einfach gucken, du siehst bestimmte Sachen dabei, die dich interessieren.
fir bësse méi iwwer Steuererklärung, awer och Steueroptimierung gewur ze geben, wech méi dat mat Ziel so man wie méigich Steuern zu bezuelen. Wann eng froet an de ganze Prozess, wie gesot, als en Chat an mége Kibers fir ech sto, fir alle Froen ze beantworten. Sobald der ageloggt si, gesider ha ënneriert den rosa Punkt, du könnt er Froen erstellen oder de mat de Mail op help@taxix.lu an wie se ganz froh ech dann mat der Steuererklärung oder mat der Steueroptimierung ze helfen. Ech sonech Merzi fir Opmerksamkeet, ich hoffe, et war awer bisssen Interessantes dabei. Am Resümé profitéiert vun den zwei Hauptavantagen vun der Spurkees als Spurkeesklion Remis 100%, de Sifiche kind deportéieren, wo man der Grossen vun der Steuererklärung schon automatisch ausfällt, an dann profitiert auch von den vier, die dabei Taxi.lu hut. Das Supportklion das einfach, es geht schnell, es geht automatisiert. Die kriegt Resultat gesot, war der Herr Neueben muss bezahlen, ich tut keine schlechte Überraschung von der Steuerverwaltung. Und wir sind ganz gerne für Stunden da zu helfen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.